Onze Geschicht. Dit is de Geschicht van de Ooltkoloniea Mennoniten, die in de 1920er jaren van Canada naar Mexico ansiedelten. In diesem Aufschnitt vertelt George Ramphel von Nuevo Ideal Durango en ook van het Mexicanische Gesetz wegen Eischlitten. Onze Geschicht Nummer 58. Dit vertellen we nog wat meer van de Ooltkoloniea en Nuevo Ideal Durango in Mexico. We hadden laatst mal al wat ervan verteld dat 1942 mal 3 jongens van Durango naar Chihuahua kwamen en alle aan Blumenart knacht werden. Ditmaal vertellen we nog meer davon. Jenter später schauft voor onze Nobers Cornelius Ernst. Van hem heb ik behouden dat hij op dem Huiskerl beim Plegen een wolfslag weit genoeg opgegroefd had, dat hij door 2 jonge wilven uitnemen kon. Voor deze kleine wilven maakt hij aan de schien een kleines hak, geeft hij genoeg melk en speelt ermee. Als 2 kleine jongens dit antwoorden, dan willen we deze kleine wilf selbstverständlich ook beseinen. Jenter später weiß uns das auch sehr gern. Und als er so ein bisschen aufwiesen will, womit er das all gemerkt hat, und den einen an seine Hängnheim mit am Spiel, den am dabei von sehr dicht bei ancheckt, dann hops der kleine Wolf mit einmal hastig nur seine Nesen bei dem durchgeschert. Dort glaube ich auch dort fair, dort wenig auch noch mit der kleinen Wolf spielen wollen. Und Peter Schahan, der schafft behendig Freisen, was nachher meine Schwerlern worden. Wenn er so owas wo wir, dann vielleicht die Jungs lachen zu merken, der ich ihnen Geschichten vertrauen. Einmal vertelt er von einem chihuahuischen Jungen, wo er auf der Durango-Siedlung an ihrem Dorf gearbeitet hat. Und er sagt, ich bin hier in diesen chihuahuischen Jungen einmal hingeweist bin vom Play in Haus fahren. Wir hielten beide still und ich sagte zu ihm, bei uns am Dorf sind ein paar Lied von Chihuahua spazieren gekommen. Und das Ömtje von Chihuahua hat einen sehr wunderlichen Vernomen, einen noch wunderlicheren Hängernomen. Sein Vernomen ist Gottlieb. In seinen Hängernomen weiß ich nicht mal, ob ich den ganz recht sagen kann. Aber ich glaube, sein Hängernomen hat uitgekleeft. So eine wunderliche Menschennomen gibt dort in Durango nicht. Ach, sagt der chihuahuische Jung, ich weiß gerade, wer das Mann ist. Sein Hängernomen hat nicht uitgekleeft. Das Mann hat Gottlieb Nikolai. Und was wunderliche Hängernomens anbelangt, die haben die Lied hier in Durango, aber nicht in Chihuahua. Man sagt mir dort hier Ömtjes sind, was Bordjes heiten. Heiten die vielleicht Bordjes, wie es die Bordjes drehen? Das weiß ich nicht. Ach, seht ich, Peter Schahan, diese Ömtjes drehen keine Bordjes, und die heiten auch gar nicht Bordjes. Die heiten Bordsch. Und dann sagt der chihuahuische Jung, warum heiten einige Lied hier Beisen? Sind dort so eine Beisenmenschen, dass ihr die Beisen nahen matten? Ach nee, seht ich, dort sind alle ganz gescheite Menschen. Aber ich weiß auch nicht, warum Nomen Beisen ist. Oder Beis ist. Und dann sagt der chihuahuische Jung, von der redet mein Lied von einem Ömtje Dell. Hab ihr diesem Mann vielleicht den Ekennomen Dell gegeben? Willst diese Lied viel Dell in ihrem Garten haben? Ach nee, Jung, sagt ich, das ist nicht ein Ekennomen, das ist ja ganz einfach auch ein bekannter Menschennomen, den viele Leute hier haben. Diese 3 Durangosche Jungs sind nachher alle nach Kanada getrokken. Peter Hendrik und seine Frau wohnten in der Lacrete-Gegend in Alberta. Manchmal wird Peter Hendrik auch Big Bill genannt. Peter Schahan und seine Familie wohnten in Steinbach, Manitoba. Und Jahre später und seine Familie wohnten irgendwo in BC.
Nu waren meer van de Durango Ooltkolonisten. Mank Ooltkolonische kolonisten in Durango waren ook al immer nog meer zo'n buren wat Gomreven Trekters en Korfworten brukten. En zo'n worden dan ook nog immer van de gemeente uitgesloten. En als de kleine gemeente in 1988 op de Ooltkoloniea ihre La Honda-Siedlung in dem Staat Zacatecas in Mexiko mit einer kleingemeindlichen Schule und Kirche angefangen haben, dann werden auf der ooltkolonische Durango-Siedlung bald auch Adlige von so einer Familie wohnen mit ihren ooltkolonischen Ooms in ihrem Verband von Gummereifen Trekters, Korfworten, elektrischem Kraftstrom, Telefon, Mangel an positive Arbeit mit ihrer Jugend und viele andere Sachen nicht mehr zufrieden sein können. Und die werden auch bereit, sich von der kleinen Gemeinde halten zu lassen, mit einem neuen, besseren Schulwesen für ihre Kinder, mit einem lehrreichen Jugendprogramm, mit einer neuen Gemeinde anzufangen. Und manch der ooltkoloniesche Ooms in Durango wie ein Prediger, Jakob Unger, die wohl all von ungefähr 1989 an immer haben, sie wollen als ooltkolonische Voders und Predigers ihre Jugend nicht bloß immer streng bearbeiten, wenn die was leiden wird an nicht gefallen. Aber sie wollen mit Antop was Positives und Lehrreiches planen und tun. Sie wollen auch haben, dass sie auch mal wollen, entsteht ihre Glieder immer bloß dort Brücken von Gummereifen Trekters, Korfworten, elektrischem Kraftstrom und andere tägliche Sachen streng verbieten, mit Antop mal an mehr positive Sachen an der Gemeinde anfangen zu arbeiten. Aber nicht viel Voders und eigentlich kein ging Jakob Unger seine Ideen an. Schließlich fang Prediger Unger allein mit etliche jugendliche Personen ein Bibelstudium an. Aber dort wollen die anderen uns an verbeiden. Und als er sich dort nicht verbeiden lassen will, dann sehen sie ihm erst dort Predigen auf, und dann schloten sie ihm auch noch von der Gemeinde aus. Und als dann eine Gruppe von ausgeschlossenen Brüdern anfängt mit Kleingemeindetop an positive und lehrreiche Kindererträgung zu arbeiten, und gottesdienstliche Versammlungen zu haben, und ja kleingemeindliche Predigers ihre Leitung, dann schlug Prediger Unger sich die Kleingemeinde ihre Arbeit auch an. Am 26. Mai 1996 wurden auf der Durango-Kolonie 10 Personen aus Kleingemeinde angedeutet und 14 Personen aus kleingemeindlichen Gliedern abgenommen. Im Jahr 1999 hatte die Gemeinde all 3 Predigers und 2 Diakonen gewählt von ihren eigenen Brüdern, und die kleingemeindliche Gliederzahl wäre in dieser Gemeinde all ab 100 gestiegen. Diese Gemeinde hat auch Sonntagsschulklassen für Kinder und Jugend. Ab der ooltkolonische Siedlung in Durango wären bei 2001 all sehr viele ooltkolonische Familien übergegangen nach der IMC-Gemeinde und noch viel mehr Familien nach der kleinen Gemeinde. Und dann wären da doch noch viele ooltkolonische Kolonisten, wohnen sich auch nicht mehr dort Gummereifen Trekters, Korfworten, und besonders den elektrischen Kraftstrom zu Brücken verbeiden lassen wollen. Und die ooltkolonische Ooms entsteht sich dort zu schicken, so als die Ooms dort in Chihuahua all lang zurückgetan haben, verkauften sie ihre Wirtschaften und Sachen und trocken etliche von an in den Staat Campeche in Mexiko nennen und andere nach Ost-Paraguay. Vielleicht vertellen wir davon Lothar noch mal mehr. Als die ooltkoloniesche Ooms von der Durango-Siedlung weggetrokken wären, dann organisierten die zurückgebliebenen ooltkolonische Glieder sich dort mit der Hilfe von den ooltkolonischen Ooms von Chihuahua und von La Honda Zacatecas aus einer neuen ooltkolonische Gemeinde, wo auch endlich dort Verbot von Gummereifen Trekters, Korfworten, elektrischem Kraftstrom und Telefon nicht mehr verboten wurden. Mit dieser Neuorganisierung sind die ooltkolonische Gemeinden auf die 3 Mutterkolonien in Durango und in Chihuahua und auf alle ooltkolonische Tochterkolonien in Chihuahua, büter die Sabinal-Kolonie und auf die La Honda-Kolonie in Zacatecas, endlich waren alle eins geworden.
das mexikanische Gesetz über Treuhandlungen. Die ooltkoloniesche Ooms hadden in Kanada immer das Recht gehabt, wenn ein Mann und eine Frau oder ein Junge und ein Mädchen gehasst hadden, zoals wir das nannten, und sie die Treuhandlung für die Gemeinde hielten, dann können sie dort junge Paar ihre Treuhandlung auch kurz für die Regierung fertig merken. So ist das auch von der noch alle unregistrierte Prediger in Kanada tun können. Aber nur dem mexikanischen Gesetz, dann kann in Mexiko kein Prediger, auch nicht ein katholischer Priester, eine Treuhandlung für die Regierung fertig merken. Nur mexikanischen Gesetz nur, muss jede Treuhandlung an einem Register-Zivilbüro fertig gemerkt worden. Aber die ooltkoloniesche Ältesters und die meisten Ooms in Mexiko wollen das nicht so haben, dass das Eheschließen oder die Treuhandlungen volltragen vom mexikanischen Register Civil, auf Englisch Civil Registration, getan werden muss. Sie wollen das so verstehen, als wenn sie das Recht haben, all ihre Treuhandlungen selbst zu volltragen. Dann das seht ihr doch an ihrem Privilegium. Die wollen in Mexiko das volle Recht haben, jene religiöse Prinzipien und Kirchenregeln zu praktizieren, ohne irgendwo beschränkt oder belastet zu werden. Und wenn mexikanische Regierungsbeamte die Mennoniten ihre Vorsteher auch all vielmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass in Mexiko alle Eheschließungen an einem Register Zivilbüro gemerkt werden mussten, wollen die Ältesters und die meisten Ooms das doch noch nicht so haben. Als einige junge Lieder dann doch anfangen, auch am Register Zivil ihre Treuhandlungen fertig zu merken, dann sagen viele Ooms das so an, als wenn so eine junge Lied ihre Treuhandlung dann zweimal geholt worden wird. Dann fangen die meisten Ooms an, wenn sie ein junges Brutpaar topgetreut haben, dem jungen Paar zu sagen, sie sollen sich aber nicht auch noch an der Stadt treuen lassen. Nur wenige Jahre kriegen die Vorsteher all immer weiter Brief von der Föderalregierung, von dem Register Zivil in Mexico City, durch wo sie die Mennoniten informierten, dass sie dort wussten, dass die Mennoniten ihre junge Lied bloß von ihren Predigers getreut worden, und dass das ganz hier in dem Landesgesetz war, die Treuhandlungen oder Eheschließungen von wem oder wo merken zu lassen, als an einem Register Zivilbüro. Aber wenn die Vorsteher mit so einem Brief zu den Ooms ihren Donnerstagssitz kamen und an dort sehen, dass sie all weiter einen Brief erholen hatten, und wenn an dort nochmal weiter klar gesagt wird, dass die mexikanische Regierung alle Treuhandlungen wohl an ihre Register Zivilbüros fertig gemerkt haben, und sie dann dem Lehrdienst fragen, wo sie diese Brief beantworten sollen, dann sagt der Älteste immer weiter, lot den Brief mal unbeantwortet. Uns Privilegium gibt uns die Freiheit, unsere Kirchensachen unseren Weg zu regeln. Dass die ooltkoloniesche Ooms in Mexiko dort an die Mennoniten ihrem Privilegium-Dokument so verstanden haben, als wenn sie ihre eigenen Eheschließungen merken dürfen, dort ist noch zu verstehen. Aber dass sie die Regierungsbeamte dort nicht leben wollen, wenn sie an all immer weiter sehen, dass das mexikanische Gesetz über Eheschließungen ganz klar sieht, dass die bloß an einem Register Zivil gemerkt werden dürfen und dass kein Prediger das Recht hat, das zu tun, dort ist nicht zu verstehen. Als Johann Peiwal, Abraham Dick, Cornelius Schmidt und Vorsteher Gerard J. Rampel dann 1935 und 36 mit der deutschen Botschafter Taub in Mexico City so viel gearbeitet haben und versuchen, die weggenommene Schulfreiheiten zurückzukriegen von der Lázaro Cárdenas Regierung und wir auch an Möglichkeiten nach Paraguay auszuwandern, dann kamen sie auch dazu, dass sie alle Taub viel von dem mexikanischen Treuungsgesetz reden. Denn die deutschen Botschafter wussten auch daran, dass die Mennoniten auf diesem Gebiet ganz gegen das mexikanische Gesetz handelten. Sie sehen die ooltkoloniesche Ooms ganz klar und sehr entschieden,
dass die mexikanische Regierung so eine Eheschließungen oder so eine Ehen, die bloß von Plautdietsch verehrte Kirche gemerkt worden wären und nicht an einem von ihrem Register Zivilbüros vorher gemerkt worden wären, ganz mit Recht Wille Ehen nahmt. Dann nur den mexikanischen Gesetz, so sehen die deutsche Botschafter der Ooltkoloniesche Plautdietsch, dann lebten so ein Lied unbefreit taub. Und so eine Ehen werden in Mexiko als Wille Ehen, als Common Law angesehen betekent. Die deutsche Botschafter verstanden die mexikanische Treuhandlungsgesetze sehr gut, denn in Mexiko wohnten auch viele Deutschländer, besonders viel in Mexico City. In ihrer lutherische und katholische Plautdietsch dürfen die deutsche junge Lied ihre Treuhandlungen auch mal bloß für ihre Kirchen merken und nicht für dem Register Zivil. Wir vertelten all einmal davon, dass die ooltkoloniesche Vorsteher in Chihuahua 1935 eine Liste gemerkt hatten, von wie viel von ihren Menschen noch in Russland geboren wären, wie viel noch in Kanada geboren wären und wie viel all in Mexiko geboren wären und so weiter. Als die Vorsteher diese Listen merken, dann haben sie auch all kurz taub geteilt, dass auf der Swift-Current in Manitoba-Kolonien taub 523 Polid wohnten, wo noch in Kanada getrüht worden wären, und dort aber all 489 vor wären, wo sich all in Mexiko befreit haben. Und weit die meiste von diesen 489 Polid wären bloß von mennonitischer Plautdietsch getrüht worden und teilten am mexikanischen Gesetz als unbefreit, als Wille Ehen oder als ein Common Law Leben, weil sie ihre Treuhandlungen nicht an einem Register Zivilbüro fertig gemerkt haben. Die meiste von diesen 489 Polid lebten also, soweit als das mexikanische Gesetz anbelangt wäre, an Wille Ehen, an Common Law. Die deutsche Botschafter können mit den ooltkoloniesche Ooms, Johann Peiwal, Abraham Dick und Cornelius Schmidt, aber durchkommen, dass sie dort verstehen können, dass nur dem mexikanischen Gesetz eine von einem Prediger volltrockene Treuhandlung nicht als eine jährliche Eheschließung angesehen werden kann. Was der ooltkoloniesche Vorsteher ihre Ooms nicht haben beibringen konnte, das haben die deutsche Botschafter an in Mexico City klar merken. Also die Kirche oder die Gemeinde ihrer Treuhandlungen wurden in Mexiko nicht als jährliche Eheschließungen anerkannt. Das verstanden diese drei Ooms nu. Und was diese deutsche Botschafter diese Ooms haben deutlich merken gekonnt, das haben sie nu ab alle drei Kolonien für alle Ooms ab ihrem Donnerstagssitz auch erklärt, so als die deutsche Botschafter auch deutlich gemerkt haben, warum ihre eigenen Treuhandlungen in Mexiko keine jährliche Eheschließungen wären. Und dann geben die älteste Stadt endlich mal zu, dass alle Ehen auch an einem Register Zivilbüro fertig gemerkt werden mussten. Und nun haben sie all weit über 400 Polid, was in Mexiko unbefreit halten, was aus Wille Ehen, aus Common Law Ehen halten. Und all den ihre Kinder, was durch diese Ehen geboren wären, die halten in Mexiko nur ihrem Gesetz als unehelich geborene Kinder. Für dit Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Ooltkoloniea in Nuevo Ideal Durango, Mexiko. But nächstes Mal. Ich bin George Rampe.